Hi zusammen, ich bin Anita. Ich mache Videos über Passerelle und sonst auch mal Videos über die Uni oder was auch immer ihr sehen wollt, aber eher halt schulisch. Und ich habe letztens einen Kommentar bekommen, wo die Person gefragt hat, ob ich etwas über die Berufsmatur erzählen kann. Und ja, dann denkt, wieso nicht? Ist auch sicher wichtig, wenn ihr eben die Passerelle machen wollt. Bei mir ist es einfach so, ich habe die Wirtschaftsmittelschule besucht. Es wird auch Handelsmittelschule genannt, je nachdem wo. Und ja, wegen dem ist es bei mir ein bisschen anders, weil ihr könnt ja die Berufsmatur während der Lehre oder nach der Lehre machen. Oder bei mir war es halt so, ich bin 3 Jahre in der Schule und habe dann ein einjähriges Praktikum gemacht. Und am Ende von dem Ganzen hatte ich dann das EFZ und Berufsmatur, also kaufmännisch alles. Genau, aber es ist gleich vom Stoff her wahrscheinlich nicht viel anders. Und natürlich habe ich dann auch noch ein paar Tipps. Was ich sagen muss, es ist halt ein bisschen länger her, oder? Aber grundsätzlich, ich meine, was ihr bei der BM habt, was ihr dann bei der Passerelle nicht habt, sind Vorschlagsnoten oder Vorschlagsnoten, Empfehlungsnoten, ich weiß nicht genau, wie man dem heutzutage sagt. Ich habe einfach Vorschlagsnoten gesagt. Auf jeden Fall. Das heisst, ihr könnt schon mal sehr gut kontrollieren, wie es dann am Ende aussehen wird, weil ich meine, wenn euch ein Vorschlag schon so gut ist, dann müsst ihr euch für die Prüfung und so nicht so viele Gedanken machen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie komme ich zu einem guten Schnitt? Grundsätzlich logisch, wenn ihr im Unterricht seid und mitmacht und Aufgaben macht und euch auf die Prüfungen vorbereitet, dann sollte es eigentlich nicht so das Problem sein. Ihr habt auch heutzutage wirklich super Ressourcen, also ihr könnt da Videos schauen. Ich linke sonst nochmal all die Video-Channels, die auch für die Passerelle hilfreich sind, unten. Nutzt auch Unterrichtszeit, stellt Fragen, wenn etwas nicht klar ist. Bildet sich auch mal Lerngruppen mit euren Kollegen. Und ja, dann sollte das nicht so schlimm sein, weil bei der Berufsmatur ist es halt wie, also auch in der Schule selber, ihr habt ja eher einfach ein paar Wochen für Informationen, dann habt ihr die Prüfung, dann geht ihr weiter, eine Prüfung und so weiter. Also es ist eigentlich viel weniger Informationen, die ihr lernen müsst. Also klar, jetzt im Nachhinein kann ich das schon so sagen. Ich meine, während der Schulzeit ist so, die und die Prüfung und keine 3-4 Prüfungen in einer Woche, so Zeug, oder? Also, aber grundsätzlich ist das eigentlich einfacher, um auf eine gute Note zu kommen, weil ihr dann viel weniger Stoff lernen müsst. So, okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Und ich bin auch wegen der Arbeit gefragt worden, weil ihr ja auch Arbeit schreiben müsst. Also bei mir war es ein bisschen anders, weil ich an der Wirtschaftsmittelschule war. Aber grundsätzlich für Arbeiten würde ich sagen, macht euch irgendeinen Plan, dass ihr genug Zeit habt, das zu machen. Kann ich sagen euch, ja okay, ich arbeite dann und dann an der Einleitung, dann und dann am Hauptteil, Fazit, was auch immer. Ich könnte mir auch ein bisschen, einfach so stichwortartig aufschreiben, was ihr sagen wollt. Also ich sagen wir jetzt Einleitung, nachher keine Zitat von bla bla, keine Fakt 1, so und so, keine, was ich meine, so ein bisschen persönlicher Bezug, so ein bisschen, ja. Und dann Hauptteil, Argument 1, bla bla bla, einfach nur so stichwortartig, dass ihr euch schon mal so wie einen ganzen Plan machen könnt und dann, wenn ihr die Arbeit schreibt, könnt ihr einfach das noch nebendran anschauen und dann, ja, ist es auch viel einfacher. Was ich auch gut finde, ist, wenn ihr zuerst mal schaut, was habt ihr für Quellen, also gibt es gute Bücher, recherchiert auch ein bisschen, wirklich Artikel, die ihr brauchen könnt, die glaubwürdig sind, also irgendwie, sagen wir, wissenschaftliche Zeitschriften, oder ich weiß nicht genau, was euch das Thema ist. Wenn ihr es frei wählen könnt oder so, würde ich es gleich mit der Lehrperson, die für euch quasi zuständig ist, besprechen und einfach schauen, dass ihr genug Quellen habt, dass ihr genug gutes Material habt. Weil, ich meine, klar ist es cool, wenn ihr etwas nehmt, wo quasi niemand etwas darüber geschrieben hat, aber dann müsst ihr wirklich alles so ein bisschen selber herausfinden, wegen dem wir schauen. Und dann auch schaut auch, wenn ihr wahrscheinlich habt ihr irgendein Reglement bezüglich Zitieren, dass ihr dann auch richtig zitiert. Sind auch ein bisschen schlau und versucht dann nicht irgendwie ein Plagiat oder so daraus zu machen. Was auch noch hilft, ist, wenn ihr einfach bei Google ein Wort und dann danach Synonym eingebt und dann bekommt ihr wirklich alle Synonyme für die Wörter. Es ist auch cool, wenn ihr merkt, ich brauche die ganze Zeit das. Dann schaut, okay, was gibt es denn für andere Wörter? Also
ich weiß auch nicht, dass es so ein bisschen schöner wirkt. Ja, wie ihr es so ein bisschen umformulieren könnt, etc. Was auch noch cool ist, aber wenn ihr euch einen Zeitplan macht, schaut, dass ihr genug fertig sind und dann könnt ihr es auch euren Kollegen schicken oder sonstigen Leuten, die das mal durchlesen können. Was auch noch gut ist, ist, wenn ihr es mal ausdruckt und dann anschaut. Weil dann, so sieht man die Fehler auch. Was ziemlich ähnlich ist wie bei der Passerelle-Vorbereitung, ist, wie ihr euch auf die sprachmündliche Prüfungen vorbereiten könnt, weil ihr habt ja auch Deutsch, Englisch und Französisch mündliche Prüfungen. Und das ist ziemlich ähnlich, wie das ich euch erzählt habe bei meinen Deutsch- und Englisch-Vorbereitungsvideos. Logisch, aber lest die Bücher genug früher, überlegt euch gut, welche Bücher ihr auswählen wollt. Ganz wichtig finde ich das von beim Franz, wahrscheinlich die schwerste Sprache. Nehmt wirklich Bücher, die ihr verstanden habt. Das ist bei mir passiert, ich habe etwas mega Essentielles nicht verstanden. Also, ja, das ist ein bisschen, ja, das war ein bisschen peinlich gewesen, aber was auch immer. Vielleicht gibt es auch eine deutschsprachige Version. Das kann euch sicher auch helfen. Ich würde auch vielleicht so suchen nach einer Zusammenfassung suchen, Analyse, was auch immer ihr finden könnt. Vielleicht auf Französisch eintippen, irgend sowas. Zum Teil finden wir Sachen, aber eben würde ich vielleicht fast schon im Voraus schauen, bevor ihr die Bücher wirklich auswählt. Eben beim Deutsch, Englisch. Eben bei Deutsch gibt es Königserläuterungen. Das habe ich auch in dem anderen Deutsch-Video erzählt. Und bei Englisch gibt es auch, eben, würde ich auf Sparks Notes und so schauen. Also für englischsprachige Bücher habe ich praktisch gar kein Problem. Dort findet ihr wirklich Zeug dazu. Ja, bei den anderen Prüfungen, was kann ich euch da erzählen? Ja, was mir passiert ist, wir können ja, weil zum Teil die Prüfungen so lang sind, ja, also Snacks und so mitnehmen. Esset nichts, wo ihr nicht auch sonst essen. Weil ich habe nämlich beim Deutschaufsatz, weil der ja ziemlich lang gegangen ist, habe ich eine Banane mitgenommen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich irgendwie vor 3 Jahren das letzte Mal eine Banane gegessen. Also, ja. Und ich habe dann die Banane gegessen. Ich denke dann, ja, Kraft und ja, ihr wisst es. Und ich habe dann am Nachmittag bzw. Abend so krasse Bauchkrämpfe bekommen, das glaubt ihr gar nicht. Und ich hatte am nächsten Tag noch eine Prüfung gehabt und ich konnte gar nicht lernen. Und dann bin ich am nächsten Tag um 5 Uhr aufgestanden und habe versucht zu lernen. Also ich meine, gut, die Prüfung ist auch gut rausgekommen, also zum Glück. Genau, geschichtsmündlich habt ihr ja auch. Beziehungsweise ich habe gehört von Leuten, dass sie eigentlich nur eine Präsentation halten müssen und das ist ihre mündliche Prüfung. Bei uns war es wirklich so, du hast 3 Bereiche müssen auswählen. Nein, warte. 4 Bereiche müssen auswählen. Und dann sind 2 dran gekommen. Genau, so war es. Und ich habe Schweizer Politik, also, ja, ich glaube, es war Schweizer Politik. Ich habe EU genommen. Nein, warte. Wie hat das geheißen? Ich glaube, ich habe Schweizer Politik genommen, EU oder irgendetwas anderes, halt so, in diesem Bereich. Und dann habe ich Russische Revolution und ich glaube, das USA, so in den Golden 20s, ich weiß nicht mehr genau, wie die Bereiche heißen. Auf jeden Fall, wir müssen die alle anschauen. Ich meine, ich habe ein bisschen spekuliert und habe gedacht, ja, eigentlich logisch, Schweizer Politik und EU und so weiter, das kann man ziemlich gut zusammennehmen. Das war dann bei mir auch so gewesen. Aber ich habe gleich das Gefühl, ich habe mich nicht so gut darauf vorbereitet. Und das ist ein bisschen, ja, etwas, was ich bereue. Aber bei einer Kollegin, es war so schlimm gewesen. Sie hat sich auf einen Bereich am meisten konzentriert, weil sie die einzige Person ist von unserer Klasse, die den Bereich genommen hat. Ich glaube, es ist ein Nahostkonflikt oder so. Und sie hat dann gedacht, ja, das kommt sicher als grosses Thema. Bei uns war es so, du hast praktisch zu einem Thema, ich würde sagen, 10 Minuten geredet und zu einem anderen 5 Minuten. Also, ja. Und sie hat dann gedacht, ja, easy, also, ja, das kommt wahrscheinlich als grosses Thema, beim anderen schauen wir einfach so. Und sie hat sich dann auf die anderen nicht vorbereitet. Und sie hat dann aber als grosses Thema die russische Revolution gehabt und sie hat wirklich fast nichts gewusst. Aber nachher als kleines, also als zweites Thema hat sie dann das bekommen, als sie sich vorbereitet hat und ich glaube, das hat sie ein bisschen gerettet. Ich weiß schlussendlich jetzt nicht mehr, was sie genau gehabt, aber das ist sicher, ja, das wollen wir nicht. Und eben zur Geschichte gibt es eigentlich so gute Videos, aber ja. Was kann ich noch sagen? Ja, legt euch normal an, wenn ihr an die Prüfungen geht. Also ich habe auch schon, also sorry, aber so bauchfrei und Hotpants, das geht einfach nicht. Zum Teil, also ich meine, die meisten Experten sind auch ein bisschen älter, also überlegt euch das. Ja,
bisschen anständiger drin. Aber ja, was gibt es noch zum Erzählen? Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Berufsmatur habe ich jetzt nicht so schwer gefunden, weil ich bin auch einfach wirklich immer im Unterricht gewesen. Also, keine Ahnung, ich habe da wie nicht so viel dazu sagen. Ich habe mit dem 5,1 abgeschlossen. Also ich habe schon meinen Berufsmaturitätsnotenausweis geholt. Aber ich bin mir selber nicht ganz sicher gewesen, was ich eigentlich da kann. Aber okay, also wie habe ich abgeschlossen? Also mit einem Schnitt von 5,1. Ja. Deutsch 5,5, Französisch 4,9, Englisch 5,8, Geschichte und Staatskunde ein 5er, Betriebswirtschaft, Recht und Volkswirtschaft 5,3, Mathematik 5,3, Finanz- und Rechnungswesen 4,5. Ich habe nie irgendetwas gemacht. Also eigentlich so im Nachhinein wäre es nicht so schwer gewesen, aber irgendwie ist es mir so ein unsympathisches Fach gewesen, was ziemlich fragwürdig ist, wenn du ins KV gehst, aber okay. Naturwissenschaften 4,5. Bei uns war es so gewesen, in der WMS, du konntest etwas auswählen. Also quasi, wie hat man das genannt? Wahlpflichtfach oder so, ja. Und ich habe Naturwissenschaften ausgewählt. Ich denke, dass mir das bei der Passerelle nachher hilft. Nicht unbedingt. Und wie ihr wisst, bin ich auch ziemlich schlecht in der Naturwissenschaft. Also hätte ich vielleicht lieber etwas anderes genommen. Aber auf jeden Fall hatte ich einen 4,5 gehabt. Und Sport, ich weiß nicht genau, wieso das drin steht, aber es war ein 4,5 gewesen. Aber es hat ja nicht gezählt. Also, und interdisziplinäre Projektarbeit, das ist das, wo eben die Arbeit ist. Dann in 5er kam. Bei uns war es aber so, wir haben bei so einem Projekt mitmachen. Das ist das YES-Projekt, Young Enterprise Switzerland, wo du das Unternehmen gründen. Und das war das, was wir gemacht haben. Dann hast du verschiedene Noten bekommen für alles Mögliche. Also, nein, warte, wobei da ist, glaube ich, nur der Businessplan, den wir schreiben. Wir sind in einer Gruppe, das ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, das war ein 5er und dann schlussendlich habe ich mit einem 5,1 abgeschlossen. Ich habe gedacht, also das war eigentlich mein Ziel, einfach über einen 5er, aber grundsätzlich ist es ja nicht so nötig. Bei der Passerelle, bei uns ist auch so gesagt worden, ich habe die Passerelle im Kanton Aargau gemacht. Also der Aargau ist eine Maturitätsschule für Erwachsene und jetzt steht einfach, es wird ein Schnitt von 4,8 empfohlen. Also mindestens 4,8. Und ich habe dann auch gedacht, oh, man muss das so haben, aber das stimmt eigentlich nicht. Und ja, also schlussendlich, wenn das euch ein Problem ist, dass ihr Angst habt, dass ihr nicht zur Passerelle zugelassen werdet, also ich glaube im Kanton Zürich ist es ein bisschen spezieller, aber sonst bei uns im Aargau, in Bern ist es glaube ich auch kein Problem. Luzern, keine Ahnung. Also, ja. Aber ich meine, ich werde wahrscheinlich auch so oder so gut abschliessen, nehme ich an. Und was ich sagen muss, das ist auch eine gute Vorbereitung, weil es kommt so viel, wo ihr in der Geschichte lernt, es kommt auch wieder in der Passerelle vor. Deutsch und Englisch ist klar. Also das Wissen, das ihr habt, braucht ihr dann auch in der Passerelle. Dann Mathematik finde ich auch, da habe ich auch gemerkt, ja, das haben wir auch gelernt und so. Also ja, das hilft euch sicher. Also ganz ehrlich, eben, es ist das ist mir ein bisschen lang her und ich habe auch immer sehr kurzfristig auf Prüfungen gelernt, was ihr eben nachher bei der Passerelle nicht bringen könnt, falls ihr wirklich irgendwelche Fragen habt. Ich versuche euch zu helfen, wirklich, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Profi. Ja, eben, schaut zwischen auch die Channels an, die ich euch verlinke, weil das sind meistens eben, für die Fächer selber ist es vielleicht hilfreicher. Das Wichtigste finde ich nochmal, um das ein bisschen zusammenzufassen, Zeitmanagement, eben, dass ihr wisst, wenn ihr welche Prüfungen habt, dass ihr euch auf die Prüfungen vorbereitet, auf die unter einem Jahr oder wie auch immer, wenn ihr berufsbegleitend macht, einfach für die einzelnen Prüfungen, weil dann habt ihr auch einen guten Vorschlag und dann sind wahrscheinlich auch besser für die Abschlussprüfung vorbereitet und dann sollte es auch wirklich nicht so das Problem sein. Ich hoffe, es hat euch gleich ein bisschen geholfen und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück bei der Berufsmatur, wenn ihr die macht und dann auch natürlich, wenn ihr mit der Passerelle anfangt. Wenn ihr irgendwelche Videoideen habt oder irgendetwas gesehen, ich bin jetzt an der Uni, vielleicht gibt es irgendwie dazu Fragen, mache ich gerne noch Videos dazu. Auf jeden Fall, merci vielmals fürs Zuschauen und man sieht sich dann im nächsten Video. Tschüss!